Hallo und herzlich willkommen zurück bei euch im Schweizer zur nächsten Folge WoW. Und zwar haben wir ja hier hinten dran eine Zitadelle durchforscht. Ich zeige das mal ganz kurz. Wir haben das so schön gemütlich hinter einem Bäumchen versteckt. Hier oben hat es eine gewisse Zitadelle, wo da der Faulbein auch immer wieder unterwegs ist, das Riesenmonster. In diese Zitadelle müssen wir so einen Stein der Flamme und Stein des Lichts suchen. Ich habe mich natürlich ein bisschen erkundet. Es wäre Stein der Weisheit von Harry Potter. In der letzten Folge bin ich ja ziemlich unsicher gewesen. Aber es wäre Stein der Weisheit. Das hat gar nichts mit dieser Sache, mit Stein des Lichts. Aber ich würde sagen, dann machen wir gerade mal uns ganz langsam gegen das Münsterli da. Das hat ja gut funktioniert. Kann man dich nicht küschern? Könnten wir da eigentlich so meinen Popo ins Gesicht drücken. So. Machen wir uns auf den Weg in die Zitadellen rein. Made! Abfahren! Unser Weg! Verreis! So, wir sind hier in den Zitadellen rein. Da drinnen sollte sich der Stein vom Licht befinden oder der Stein von der Flamme. Das sieht aber ganz danach aus. Ist natürlich noch ziemlich cool gemacht mit den schleimigen Sachen, die hier oben runterkommen. So, dann machen wir da mal unser Kisteli auf. Also den Stein von der Flamme haben wir schon mal gefunden. Dann machen wir uns doch mal direkt auf den Weg in die nächste Zitadelle. Die sollte sich da auf der anderen Seite befinden. Ist in die Richtung. Jawohl, gerade da, jawohl. Lappi macht die Augen auf, ist der Weise, damit man das auch findet. Jetzt muss ich einfach da mal schauen, weil da unten schleicht gerade der Luzeran umeinander. Gut, wenn wir uns nochmal gegen den stellen, dann würde uns noch gut XP bringen und ein bisschen Gold. Also, komm on. Wir stellen uns da gerade nochmal gegen die Kreatur. Wir haben die schon mal besiegen. Als Hauptmonster. So, dann müssen wir einfach schauen, dass wir die noch ein bisschen heilen. Dann geben wir da noch einen kleinen Buff dazu. Dann sollte das eigentlich gut machbar sein. 4800 Leben sollten wir gut anbekommen. Gut, das Mal ist er irgendwie stärker. Beim letzten Mal, wo wir gegen ihn gekämpft haben, hat er irgendwie nur um die 3000 Leben gehabt, wenn ich mich jetzt nicht gerade täusche. So, come on! Gut, so wirklich, ja, gegen ihn machen wir jetzt noch recht wenig Damage, da bin ich schon fast enttäuscht. Das heisst eigentlich, wir sollten uns nächstes Mal wieder an einen Dungeon stellen, um unsere Rüstung wieder ein bisschen upgraden. Weil jetzt haben wir ja da momentan recht ein volles Inventar sowieso schon. Sollen wir da schauen, dass wir da auf unser Reittier draufgehen. Wo ist denn da der Eingang? Es sieht eigentlich ganz danach aus. Also die Zitadelle sieht noch cool aus mit dem Edelstein. Auf der Zitadelle sieht man auch da vorne ist der Eingang, so sieht die Zitadelle aus. Ist mir natürlich eher bekannt aus dem Warcraft, aus dem Originalspiel. Wenn man dort ein Untoten spielt, braucht man die jetzt, um mehr Völker können rufen. Da vorne hätten wir auch noch den Faulbein. Es ist schon die Frage, ja komm, ich schleiche mich um ihn herum. Der andere hat uns jetzt auch nicht wirklich ein bisschen viel gebracht, außer das, ja, ein paar Silber. Aber die paar Silber, die kommen wir auch so von anderen Monstern drüber. Daher komm, spazieren wir da gemütlich mal auch da rein. Dann hoffen wir, dass da innen auch keine weitere Herausforderung auf uns wartet. Die blutende Ziggurat. Ah, Ziggurat, das ist ein Ziggurat, keine Zitadelle. Oh mein Gott. Fail vom Leben! Ziggurat sind das. Ziggurat. Alles klar, da wartet auch schon das nächste Kistchen auf uns mit dem Stein des Lichts. Nice. So, dann haben wir die Quest nämlich auch schon gut erfüllt. Dann müssten wir uns gerade wieder mal auf den Weg zurück machen. Jetzt wäre halt die Frage, soll ich mich da... ganz langsam, bevor er uns sieht. Komm, verreis! Abfahren. So. Schleichen wir uns lieber da in dem Fall da rein durch. Ich würde sagen, wir machen das auf unser Reittier Retro auf den Weg. Jetzt ist halt die Frage, soll ich mich an einem Dungeon anmelden? Weil wirklich viel zu tun hier in den Geisterlanden haben wir nicht. Momentan ist es wirklich mehr ein Hin- und Hergerennen die ganze Zeit, habe ich das Gefühl. Und eben ab und zu mal so 1, 2 Untote rauszupicken. Da haben wir einen Blutelf-Mönch. Level 28. Nice. So, wie hast denn du geheissen? Ich bin ja so voll der Namenerforscher. Bis jetzt haben wir nicht wirklich viele geile Namen gefunden, außer Akito. Der ist noch geblieben. Akito, einer der geilsten Namen, die ich bis jetzt gefunden habe von anderen Spielern. So, sind wir da auf dem richtigen Weg? Jawohl! So, komm, machen wir uns einmal komplett da durch. Wenn uns da irgend so ein Bachkatzen angreift oder so ein Fledermäuschen, ist ja eigentlich auch komplett in Ordnung. Dann können wir die noch auseinandernehmen. Um unser Kirschern noch gleichzeitig aufleveln. Ich muss zuerst etwas anvisieren. So, komm. Come on! Jawohl! Da haben wir sogar noch recht viel bekommen eigentlich. So noch das Luchsfleisch. Von dem haben wir ja mal auch etwas ins Aktionshaus reingerührt, was wäre einmal an der Zeit eigentlich wieder mal richtig Silbermond zu gehen, oder? Aber irgendwie bin ich faul dazu, weil ich einfach die Quest in Geisterland mal komplett eigentlich abgeschlossen habe. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, jetzt sieht man da, wir haben wirklich nur noch 2 Quests, die wir abgeben müssen. Wir haben Kapitel 1 von 3 bis jetzt abgeschlossen. Kann ich da jetzt nicht draufklicken, um mehr anzuschauen? Nein, nicht wirklich. Okay, alles klar. Dann machen wir uns lieber in dem Fall einfach auf den Weg und hoffen, dass wir gerade mal das Kapitel 2 langsam abschließen und ins Kapitel 3 übergehen. Weil da hinten haben wir ja noch einen Bereich, wo wir noch nicht erforscht haben. So ganz weit da hinten. So, jetzt muss ich die Karte kleiner machen. Streckt mich noch nachher die ganze Zeit auf, wenn ich sie wieder aufmache und das ganze Bild verschollen ist da.
So, da innen wartet auch schon unser Coendris. Sali Coendris. Da haben wir deine Sachen, die du brauchst. Du gibst uns irgendetwas komplett Unnützliches, dann geben wir das da mal ab. Du hast eine neue Quest für uns. Nice, mit einem neuen Bogen, mit mehr Schaden und mehr Ausdauer. Das wird in dem Fall eine sehr gute Quest. Empfohlene Spieleranzahl 5, das klingt doch schon mal ziemlich... Begebt euch in die Todesfestung und tötet Darkan, Dratir. Bringt anschließend Darkans Kopf zum Magister Coendris beim Sanktum der Sonne in der Geisterlande. Ich würde sagen, das tönt nach dem Abschluss von Kapitel 2. Jetzt dürfen wir uns einmal in die Todesfestung hineinbegeben. Das haben wir bis jetzt noch nicht gemacht. Hey, da hat es noch irgendeine Quest, die wir annehmen können. Zeigt mir da noch ein Ausrufezeichen an. Dann gehe ich da lieber noch mal ganz kurz rein. Schauen wir uns die ganze Sache mal an. Ah, da oben dran, sogar beide. Nice. Nehmt Janes Regenerationsbrojung und begebt euch zur Todesfestung. Befreit dort Lehrling Varnias Apothekerin Enid und Waldläuferin Vedoran. Kehrt danach zu Arkanistas Yandeda. Also wir kommen dann einfach zu dir zurück. Das haben wir verstanden. Das haben wir verstanden. Krieg gegen die Todesfestung. Ah, jetzt haben wir alles Quests für Todesfestung. Das ist natürlich ziemlich nice. Tötet in der Todesfestung 5 Augen von Darkan, 6 Norburische Centurio und 6 Weglangende und kehrt anschließend zu dir zurück. Machen wir doch liebend gern. Darkans Gefolgenschaft. Kommen wir eine neue Hosen über, die einiges schwächer ist als die wir jetzt schon haben. Schade, schade. Magister Iodonas möchte, dass ihr euch zur Todesfestung begebt und Masophet, dem schwarzen Juroren, der Betrüger Borgot, dem Blutvergießer und Mirdoran, dem Gefallenen, tötet. Oh, das sind aber einige. Kehrt nach Abschluss eurer Aufgabe zum Magister Idonis zurück. Annehmen! Ah! Vergessen annehmen! Schon wieder ein Fail! Was ist los mit mir? So. Nennt euer Anliegen. Nehmen wir die noch an da. Und... Können wir nicht da drüber gumpen? Ah Mann. So. So, dann machen wir uns in dem Fall auf den Weg zur Todesfestung. Wir haben jetzt, wie es aussieht, noch einige Quests bekommen. Wir müssen sehr viele Leute töten. Das Einzige, was wir ein bisschen Bedenken macht, ist die Quest hier, wo wir eine Spielerzahl eigentlich von 5 bräuchten. Im Notfall müsste ich dann an meinen Kollegen schon schreiben, dass er auch online kommt. Ob er mir ganz kurz mich dort unterstützen kann. Und so schlage ich mich auf gleichzeitig auf einen anderen Account informieren und kann mit dem ganz kurz getan. Das wäre natürlich auch noch eine Option. Aber ich denke, wir probieren es jetzt sicher mal ganz alleine und schauen uns an, ob wir das auch gut anbekommen. Wir sind ja sogar kurz vor Level 39. Es fehlen uns jetzt da wirklich nur noch 20.000 XP. Da haben wir gerade gesehen, haben wir nochmal eine Quest für uns. Ja. Lehrling Forell. Lehrling Forell von Andilios Grund. In der Geisterlande möchte, dass ihr 10 Großspinnenweber und 10 Geisterklauen verheert tötet. Nehmen wir doch gerade an, wenn wir da schon auf dem Weg sind. Jetzt können wir gerade mal schauen, ob wir da auf dem Weg gerade noch ein paar finden. Das wäre gerade mal einer von denen. Nein, komm, die Quest machen wir auf dem Rückweg. Ich wollte jetzt so unbedingt mal in die Todesfestung rein. Also von denen müssten wir dann auch noch ein paar töten. Komm, wenn du uns schon verfolgst, nehmen wir wenigstens einen schon mal auf dem Petto von dieser Quest. Ich würde sagen, die machen wir dann eigentlich auf dem Rückweg von der Todesfestung. Können wir schauen, dass wir dann da die Quest eigentlich füllen können. So, Küster nicht vergessen. Und ab auf unser Mount. Oh nein, falsch. Ab auf unser Mount. Let's go. Oh, ich freue mich so richtig in die Todesfestung rein. Ich habe mich nämlich schon die ganze Zeit gewundert, was erwartet uns eigentlich dort hinten dran. Ne? Nämlich schon übel aus da. Man merkt auch, von da sollten in dem Fall die ganzen Untoten kommen, die sie da durchschlingen. Bis Silbermond rausgeht, ja die Strecke da. Ich bin nicht enttäuscht, das geht ja wirklich komplett einmal da durch, als hätten sie wirklich einen Angriff gemacht gegen Silbermond. So, ups. Einmal durch. Oh, Untote. Augen auf! Lappi, macht die Augen auf! So. Wir müssen sowieso jetzt ein paar noch aus dem Weg räumen, wenn wir uns versuchen, da reinzumachen. Oh, nice. Wohlstoff haben wir immer wieder gern. Jetzt müssen wir mal schauen. Aus dem Nichts tauchst du auf. WTF. Hat man das gerade gesehen? Der ist einfach aus der Wand raus da durchspaziert. So, einen mehr, den wir weg haben. Dann versuchen wir uns da um die herum zu schleichen. Und unser erstes Auge von Darkan, wo sich gegen uns stellt. So, oh, dann können wir da ein bisschen führen, weil da hinten haben wir so ein untotes Skelett, das uns sonst verfolgt. Würde ich sagen, dann schnappen wir uns gerade mal das nächste auch. Darkan, mich wundert jetzt mega, was das für eine Figur ist. Ich mag mich null daran erinnern, wer das könnte sein. Da haben wir irgendwelche so Einschluchtungen, aber da befindet sich nichts. Okay, wow. Wir befinden uns in der Todesfestung. Alles klar. Es sieht ziemlich beeindruckend aus, muss ich sagen, da. Dem ganzen Schleim. Mich wundert allgemein, was der grüne Schleim soll eigentlich darstellen oder was das genau soll sein. Oder haben wir jetzt gut Quests zum Erledigen, wir müssen ein paar von denen
von der Neburische Ceturio erledigen. Das tut sich sogar reimen. Neburische Ceturio. Etwas anvisieren. Ja, plus minus, plus minus. So. Was wartet da innen auf uns? Midrolm Gefallener getötet. Das wäre der erste von einem von denen. Ich würde sagen, wir begeben uns direkt mal gegen den. Der hat nur 2000 Leben. Das ist irgend so ein Skelettmonster mit einer Axt in der Hand. Der greift gerade noch bei mir an. Dann schaue ich, dass meine Drachenfalken sich eher hauptsächlich... wieso greifen die jetzt den an? Bleiben auf dem. Oh Mann, oh Mann. Dann lassen wir es halt mal so stehen. So, dann müssen wir mal ein bisschen unsere Drachenfalken drauf heilen. Die armen Seppel, sonst sterben sie uns da völlig weg. Komm, Madurion, du hast da gar keine Chance gegen uns. Jawohl. Da haben wir gerade mal die Quest erledigt. Von denen müssen wir halt auch noch ein paar erledigen. Jetzt ist halt die Frage, ob ich mich da gerade direkt gegen die stelle. Ja, komm. Nehmen wir die auseinander. Schaut mal, in dem Fall befinden sich die immer innerhalb von so Zitadellen drinnen. So, also Monster fehlt uns eigentlich wirklich gar nicht in dieser Todesfestung. So. Dann schauen wir uns mal an, wo sich da der nächste Boss würde befinden. Da haben wir irgend so einen Kessel. WTF? Was bist du? Ein Schreckensknochenskelett bewacht da irgend so einen komischen Kessel, der richtig am Glühen ist. Ich würde behaupten, da in dieser Zitadelle drin, also in dem... Ja, jetzt habe ich vorher wieder gewusst, wie das heisst. Heil und Zack. Wie hat das schon wieder geheißen? Mein Hirn gleich Manche. Hey, da vorne haben wir gerade nochmal zwei von den Geistern. Ich würde sagen, kümmern wir uns direkt nochmal ums Erste. Und dann schauen wir mal, da drinnen sollte sich der nächste Boss befinden von der Tarkans Gefolgschaft. Wird natürlich super bewacht da, ja. So. Ich bin die ganze Zeit überlegen, wie das nochmal geheißen hat. Es ist nicht eine Zitadelle, es ist ein... Wir haben es gerade am Anfang jetzt von dieser Folge gehabt und ich habe es schon wieder vergessen. Das gibt es ja gar nicht, du. Schnell umdrehen. Wieder. Da, so, da unten befindet sich irgendein Hexer. Hat es da drinnen denn nichts Spezielles? Nein, da drinnen befindet sich in dem Fall wirklich keiner, den wir müssten brauchen, wie es aussieht. Auch kein Kistchen für uns. Irgendwelche Todesbeschwörde, Todesfestung. Ihr seid dafür verantwortlich, dass sich da so viele Skelette und alles Mögliche befindet. Okay, dann tun ihr eigentlich durch den grünen Schleim durch ein Ritual fortführen und da wandert sie dann durch ab, die neuen Gefolgschaften von den Untoten. Verstehe ich das richtig? Ja, lassen wir mal so stehen. So. Schauen wir uns das Ganze. Ich bin so völlig beeindruckt von dieser Todesfestung. Da habe ich schon lange nicht mehr so etwas Geiles gesehen. Da innen könnte sich in dem Fall der nächste befinden, Boss. Suchen wir da direkt einmal den wieder rauszupicken. Das Gespenstchen Nummer 1. Falscher Knopf, ich kann es 5 wählen. Heute bin ich wirklich gar nicht bei der Sache. Also wirklich gar nicht mehr bei der Sache. Hei. So, aber wir sollten das gut anbekommen. Also ich hoffe einfach, dass wir nicht sterben. Und vielleicht finden wir ja auch nochmal den Endgegner, den wir besiegen müssten. Gut, alles, was uns jetzt angreift, bringt uns natürlich auch an den Quests weiter. Ich meine, von denen brauchen wir noch. Gut, nein, von den Gespenstchen haben wir schon genug. Die haben wir schon erfüllt, die Quest. Da innen könnte sich der nächste Bossteil befinden von dieser Quest Tarkans Gefolgschaft. Schauen wir ganz kurz mal rein. Blödes Gespenstchen. Auge von Tarkan. So, dann schauen wir mal ganz kurz mal da rein. Könnte ja möglich sein. Das ist aber ein bisschen anders aufgebaut als die anderen. Da findet sich irgendein... Waldläufer in Veldora befreit. Wir müssen ja noch irgendwelche Leute befreien. Wir müssen unsere Regeneration verabrechen. Ihr könnt jetzt gehen, der Weg nach draußen ist sicher. Los, hopp! Sieht genau aus wie mir. Aber wirklich genau wie mir. Danke euch! Ich war mir sicher, dass ich hier nicht mehr rauskomme, was auch immer gestanden ist. Es ist schnell weg gewesen. So, Kisteli! Oh, Kisteli! Wir können da nicht durchlaufen. Ich habe gedacht, da gibt es vielleicht so einen Zwischengang. In dem Fall nicht. Wenn wir schauen, dass wir das Auge noch mal ganz kurz schnell auseinandernehmen, weil das Kisteli lasse ich mir eindeutig nicht entgehen. So, come on. Ich kann nicht mehr tragen. Gut, die bringt uns im Großen und Ganzen eigentlich auch gar nichts, wenn wir das so anschauen. Komm, die lassen wir da liegen. Wir haben unser Inventar ist voll.
Scheibe. Ich hätte noch so ein paar Sachen verkaufen, das habe ich jetzt wirklich gar nicht gedacht. Ui. Ja, hallo, was ist denn das für ein Hinterhalt da? Gerade noch mal einen mehr. Jetzt müssen wir aber schauen. Jetzt müssen wir aber wirklich schauen, dass wir da nicht auf die Kappe bekommen. Oh Mann, Concentration hoch 10 gesagt, wir wollen nicht sterben. Sterben gehört nicht zu unserem Petto. Ich brauche ein Ziel. Kommt gut, das kommt gut, das kommt gut. Das kommt gut, wir haben es geschafft. Nice. Aber dann würde ich mal sagen, wir sollten mal schauen, dass wir unser Bier ein bisschen aufheilen. Vielleicht da irgendwo Mecken zu. Haben wir denn irgendetwas, was uns gerade gut heilen sollte? Ah ja, unsere Pilzli. Essen wir da mal ein Pilzli ganz kurz, oder das Brot würde uns auch nicht viel mehr bringen. He? Jetzt haben wir da natürlich, sehen wir auch über Gesundheit, dass wir über 21 Sekunden nochmal 260 Gesundheit herstellen. Das ist natürlich ziemlich praktisch, weil wir halt unser Leben jetzt ein bisschen weit unten dran ist. Da hätten wir sogar noch einen grossen Heal-Trank. Sollen wir den jetzt echt einsetzen? Nein, komm, dann lassen wir mal noch bleiben. Dann können wir vielleicht auch mal in späteren Zeiten noch brauchen. So. Jetzt hätten wir da auch noch eine Banane mit Gesundheit. Dann tun wir gerade mal weg, dann haben wir aber ein Plätzchen mehr, das wir hier im Inventar wieder zur Verfügung haben. Komm, das setzen wir auch gerade mal noch ein. Und sonst hätten wir da dann noch mehr Sachen für Gesundheit. So haben wir wieder auch 2 Plätze frei, wo wir Sachen einsammeln können, um sie später verkaufen können. Voilà! Sind wir schon praktisch gesehen, wieder voll. Unsere Drachenfolge genau. Komm, ich heile euch trotzdem nochmal rauf. So, dann begeben wir uns da gerade mal in den nächsten Bereich rein. Voilà! Wenn wir mal kurz schauen. Super. Nice Sache, da kommen wir gut vorwärts. Jetzt schauen wir mal, was uns in der Katakomben oder was auch immer das soll darstellen. Ich weiss es wirklich nicht mehr, wie es geheißen hat. Ich habe es schon wieder vergessen. Da hinten sehe ich auch schon, da wartet der nächste Boss auf uns, Masophet, der Schwarzen getötet. Aber da haben wir nochmal so ein Hexendings, also das heisst, wir müssen in dem Fall noch schauen, dass wir da ganz langsam die Hexen zuerst ausschalten. Also die Totenbeschwörer. Er hat uns gesehen, er hat uns gesehen. Voll drauf bleiben, das sollten wir gut anbekommen. So viel Leben hat er nicht, da verwirren wir noch ganz kurz. Nice, das hat super funktioniert. Ah! Wieder ein Hinterhalt! Stirb einfach, komm. Leg dich an und stirb. Soll ich es dir vormachen, wie das richtig geht? Gut, so funktioniert es und nicht anders. So, dann haben wir die in dem Fall auch mal durchforscht. Jetzt ist halt die Frage, wo die nächste steht. Jetzt haben wir halt da unten noch eine, da wüsste ich jetzt aber nicht, ob wir da schon drinnen sind. Jetzt schaue ich ganz kurz auf der Karte an. Darkans Kopf, da drinnen sollte sich der Darkan befinden. Und da unten sollte der Apothekerin befreien, sollte noch da unten sein. Und die 2 zum Töten sollten da unten noch sein. Aber ich sehe da unten gerade keine Zeit. Sehe ich da unten irgendwo Zitadellen? Nein, es sind alles so... Ja, sollen wir uns direkt mal gegen den Darkan stellen? Ich würde sagen, das wäre eigentlich mal eine gute Option, um das mal auszuprobieren. Dann müssten wir... Da wäre der Eingang mit mehreren Gespenstchen mal und allem. Da unten sollten sich aber die... wo wir mit Befreien befinden. Die sind in dem Fall eher da drinnen. In dem drinnen wahrscheinlich, hä? Sehe ich das richtig? Komm, wir machen uns zuerst auf den Weg dorthin und dann tun wir uns am Schluss gegen den lieben Darkan stellen. Weil eben eigentlich bräuchten wir 5 Spieler dafür. Da ist eine gute Frage, ob wir das wirklich eine gewisse Chance haben, uns überhaupt gegen ihn zu stellen. Das wird aber gut bewacht. So, dann kämpfen wir uns einmal den Weg frei. Ja, da zum Weg abwärts. Es sieht ganz danach aus. Es sind recht viele Gegner da unterwegs. Allgemein in der Todesfestung. Gut, wir befinden uns ja auf dem Gegnergebiet. Aber trotzdem, sind ein bisschen leichter. Ein bisschen. Das sollte gut machbar sein. Ja, das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Die darum dumm lassen uns eigentlich plus minus gerade momentan noch in Ruhe. Ist ziemlich gut. Komm on, einmal noch. Nice. Dann machen wir uns den Fall mal den Weg da durch ab. Hoffen wir, dass da uns nichts... Jetzt bin ich gerade momentan mega schreckhaft. Das könnte sein, dass da einfach um die Ecke wieder irgendetwas dumm rennt. Da unten befindet sich Apothekerin Endrit. Aber noch ein... und gleichzeitig gerade ein Boss noch. Finde ich aber natürlich nice gemacht. Sonst haben wir da keine weiteren Gegner um die Ecke, oder? Nein, sieht nicht danach aus. Also, let's go.
Dann stellen wir uns gerade mal dem. Und schauen uns an, was da passiert. Ja, der hat auch nicht so viel. Nein, das ist gut. Das ist gut. Der ist gut machbar. Machen wir natürlich am Anfang immer noch ein bisschen Sorgen, ob die noch irgendwelche Spezialfähigkeiten haben. Aber was ich vergesse, wir sind noch nicht in einem Dungeon. Wir sind da immer noch am Normalquesten. So. Haben wir die Regenerationsbrau verabreichen. Seid ihr nicht ein bisschen undankbar? Der Weg nach draußen ist frei. Flieht schnell. Ah, die Schmerzen, mein Kopf. Okay. Habe jetzt eigentlich mal selber ein bisschen durchlesen. Danke, ich hätte den Silberwald niemals verlassen sollen. Ah, das fällt dir erst jetzt auf mein... ein Apotheker, mitten in der Todesfestung rein. So, da haben wir auch gerade die 6 von denen erledigt. Jetzt fehlt uns noch der Burgo, der Blutvergießer. Und gleichzeitig fehlt uns von den Neburischen, aber von denen hat es ja genug umeinander. Und Lehrling Varnias. Wo befindet sich der? Befindet sich der da? Nein. Lehrling Varnias, sie sind ganz da oben aussen. Ist das überhaupt in der Todesfestung rein? Okay. Speziell. Sieht aus, als wäre es irgendwie nicht so in der Todesfestung rein. Ich würde sagen, dann reiten wir noch mal ganz kurz drauf. Ich will zuerst alle Quests hier rein erledigen, bevor wir uns im Darkan stellen. Ich habe irgendwie das Gefühl, da kommen wir gröber auf den Keks über und auf das habe ich jetzt schon keine Lust. So, wo befindet wir? sind ja hier komplett oben durchgeritten einmal. Okay, Neburische, das sind die da, das sind die komischen Spinnenmenschli. Spinnenkreaturen. Dann schauen wir uns mal an, wo die anderen sich noch befinden sollten. Hä? Da hinten kommen wir da irgendwie da hinten? Hä? Das ist doch gar nicht mit der Todesfestung hin, oder bin ich jetzt komplett benebelt? Alles müsste denn da auf dieser Seite. Ah, da oben! Okay, alles klar. Wir haben es gefunden. Da sind wir doch einmal gerade wieder froh drum. In dem Fall sollten sie sich dort oben innen befinden. Ich würde aber ehrlich gesagt mal sagen... Wisst ihr was? Das Ganze schauen wir uns in der nächsten Folge an, wenn es wieder heisst, Runde WoW mit Omi Schweizer. Danke vielmals fürs Einschalten. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Ich hoffe, euch hat Spass gemacht. Danke und ciao.